Herzlich willkommen zurück zu FIFA Karrieremodus mit dem FC Basel. Und vielleicht haben wir es gemerkt, am Mittwoch hat es kein Video gegeben. Wieso? Am Mittwoch hat ja normales Black Ops rausgekommen, am Freitag sind wir jetzt am Schauen, weil Rocket League kommt nicht so an, nicht das Spiel mal gewechselt, sind wir nicht von Speed gegangen. Jetzt aber, in 2 Wochen, kommt FIFA 17. Also ich habe es schon vorgestellt, bekomme es einen Tag früher. Was aber für euch wichtig ist, es wird im Moment ein bisschen stressig sein, weil ich halt recht viele Sachen mit Autoprüfung habe, mit VA, mit Abschlussprüfung, die lang vorbereitet langsam gestartet hat. Und deswegen kann ich euch nicht immer versprechen, dass es immer kommt. Letzte Woche ist schon immer einen Tag später gekommen, vielleicht ihr gemerkt habt. Und am Freitag, also heute, ihr seht das Video, für mich ist es heute Donnerstag, also für euch Freitag, kommen 3 Videos. Das Live-Kommentar mit einem neuen Mikrofon, das ist das alte. Und dann müsst ihr mir bitte sagen, was für euch besser ist. Das alte Mikrofon, was jetzt so ist, das ist halt das Problem, wenn ich schreien muss, halt ein bisschen abdämmen. Und das andere halt recht leisig ist. Wieso es leisig ist, habe ich keine Ahnung. Das sind wir im Moment am schauen. Aber heute kommt also Black Ops Live-Commentary. FIFA 17 kommt das Video, das müsste dann auch schon draußen sein. Und natürlich heute Basel Karrieremodus. Wir haben es also geschafft, Platz 8 sind wir gewesen. Und jetzt wird da gesagt Platz 1 mit 6 Punkten Vorsprung. Und heute spielen wir IB und das sind 6. Mal schauen, wer heute spielt und mal schauen, wie es sich austrägt. So und herzlich willkommen zu Basel gegen Young Boys. Und vielleicht habt ihr gemerkt, Musik fehlt. Und das habe ich aus rechtlichen Gründen rausgenommen, weil jedes Mal seit dem Urheber geschätzt da gebrochen und jedes Mal deswegen sind wir halt ohne Musik. Mein Name ist Alessio, willkommen auf dem Kanal Italiano. Machen wir jetzt ab jetzt immer ein Spielkommentar. Und wir sehen dort die Aufstellung, Donnarumma, Lang, Suchi, Balanta, dann der Traoré auf der Seite, dann kommen Stocker und Kuzmanovic, dann Boetius, Tielemans, Steffen und Embolo. Und auf der Ersatzbank haben wir heute ein bisschen die Jüngeren. Wir haben mit sie und haben die beste Abwehr von der Liga. eBay hat halt 3 Goal mehr kassiert, aber mal schauen. Und das ist auch ein Grund, wieso wir so gut sind. Der italienische Goalie, Donnarumma, den wünsche ich mir auch natürlich für den Winter, dass er vielleicht ausgelehnt kann werden. Waldschlag ist schon gut, aber halt mal schauen. Ich weiß auch nicht, ob der Waldschlag so lange bleibt. Boetius startet da mal. Gerade die erste Situation. Halb hohe Flanke. Kuzmanovic. Nein, abseits. Ein rausgelassen Schuss und Wölfli. Eieiei. Spielt er nicht mehr. Also ich weiß nicht, ob er noch spielt, aber in jedem Fall spielt er nicht mehr. Ich bin im Stamm. Und Traoré haut dann haben wir raus, aber kein Wölfli. Ja, jetzt gut durchsetzen. Macht es jetzt gut. Passt zurück in die Mitte. Und Rostock fast ins eigene Goal für euren Eckball. Freut sich da. Jetzt der Eckball. Der Ball ist schon scheiße gesehen, aber jetzt dafür richtig Kuzmanovic. Schön gemacht. Mal aber zum Steffen. Gut gemacht, Steffen. Embolo. Boah. Lang in die Mitte, dort steht Boetius, aber der ist kein Kopfballspezialist. Und jetzt wird es wahrscheinlich egal genau für Kuzmanovic. Für das Fall von vorher. Völlig berechtigt auch. Schwölfli. Kuzmanovic 1:0! Kuzmanovic noch vor der Halbzeit. Nachdem er Geld bekommen hat. Eins noch, sind für den FCB. Muss natürlich zurück. Halten sich aber auch zurück. Boetius. Und jetzt mit der über rechts in die Flanke mit und jetzt schon der Lang, der noch vorne geblieben ist. Aber es gibt Eckball. Tielemans. Passt in die Mitte zum Kuzmanovic und das können wir doch! 2:0! 2:0 FC Basel. Da lassen wir jetzt die Wiederholung mal laufen. Wieder die gleiche Situation, einfach ein bisschen weiter vom Winkel aus. Kuzmanovic zieht da ab. Wölfli behindert, weil der Lang vor ihm steht und den Kopf einzieht.
Aber gut gemacht. Basel, also jetzt mit 2-0 vor durch einen Doppelpack vom Kuzmanovic. Leitet das Spiel fast. Es setzt sich fast wie Delegado, wobei in Realität kann man das nicht behaupten. Und da wird Stocker runtergerätscht. Fast ein Frustfoul vom Sutter gegen Gel. Da muss man fast nicht diskutieren. Gel für Scott Sutter. Sehen wir es einmal. Voll bei. Ui, also der Ball eigentlich trifft. So, Eckball. Penalty, das macht der Embo natürlich. Kein Problem. 3:0 nach 60 Minuten. Wir zerstören hier IB. Und das auf Weltklasse. Ohne Einstellung oder irgendwelches Zeug. Hunziker, immer noch Hunziker. Er macht es allein, aber Wölfli pariert und Unterwelt Steffen und der Stock verfragt. Also ein bisschen selbstgefällig da. Falsch gedrückt, Entschuldigung. Aber endlich geht es mal wechseln. Eigentlich sind mal 70 Minuten will ich wechseln. Und es kommt erst jetzt Boetius und Stocker kommen für Baumann und der Donza. Da jetzt Baumann mal. Schickt da Donza. Der mit der flachen ja. Mit der Halbhöhe-Flanke eigentlich, aber der Kopfball kommt gut. Chance für die Jugend klappt aber nicht. Wir gewinnen mit 3:0 gegen IB und verteidigen unsere Führerposition. So, jetzt ladet es noch ein bisschen. So, um das nächste Spiel spielen wir gegen PSV Eindhoven und wenn wir die Jungen wieder spielen, wir trainieren, meine ich. Ist mit dem F. Aber Baumann kommt langsam auf die 60, das ist gut. Und Hunziker auch. Wo ist mir gerade meine Flasche runtergefallen? So. Kuzmanovic in Topform, das ist auch gut. Das werden wir ja dann da motivieren, die Jungs. Und Balanta ist also eingesetzt wird, das ist auch gut. Das heisst, das nächste Spiel ist gegen Eindhoven, das spielen wir auch bis nachher. So, Basel empfängt Eindhoven. Wir spielen also gegen die Holländer die Hause. Und das mit einer tollen Choreo. Haben wir ja fast nicht bei jedem großen Spiel. Mein Name ist Alessio und willkommen auf Kanal Italiano. Wir gehen dazu den ersten gegen den zweiten. Das ist unsere Aufstellung, ein bisschen verändert. Embola noch mal im Kader. Wir spielen mit Itten, Gold, Elionussi, Bojana, Donza, Fernandes, Chaka, Suchi, Balanta, Janko und der Dragowski. Und eben Embola nicht mal auf der Bank. Ist leider ein bisschen müde, sagen wir es mal so. Und Eindhoven, ich glaube, außer Ismat Marin fast unverändert. Und Ares Poulsen und Suet natürlich, der hat ja uns letztes Spiel ja richtig da jetzt Mangel genommen, hat ja richtig gut gehabt, der ist. Warte, wir starten da gerade mit einem Impulsschlag geholt. Nice Spiel, ne? Landa, das ist gut, bald wieder geholt. Das macht jeder, aber der Randall in die Elionus. Der zieht nochmal nach innen, es schließt ab, ist kurz weg. Itten macht das 1:0 und zeigt, wieso er in der Startelf ist. Elionussi, stark gemacht, der Ball mit dem Fuß vom Suet abfälscht und dann Itten schneller als der Ismail und der macht das 1:0 für Basel mit dem Kopf. 9 Minuten also Basel führt. Uff, nein. Uiuiui, Talan Schaka gegen Narsing. Wow, Dragowski hebt. Macht das gut im 1 gegen 1. Und jetzt vielleicht sofort gekontert. Oh, und der Ball eigentlich zum Goal gewesen, aber der Ball nachspielt.
Stark gemacht. Fernandes immer noch dran, das wird gefault. Müsste Geld geben eigentlich. Für Ismail. Ja, Geld für Ismail. Es geht Freistoß, El Janussi. El Janussi, Muri. Wechselt Baumann kommt hier für den Danza. Dafür wechselt der El Janussi ins Mittelfeld und der Baumann bekommt eine Chance auf der Seite. So, Janko. Alles wird zum Gold. Und der zieht einfach mal durch. Ohne Probleme, Suet. Inter mit dem Kopf. Und Suet kratzt den Ball noch von der Linie. Der beste PSV-Spieler natürlich. Der Suet bis jetzt. Valanta. El Janussi! 2:0. Und was für ein strammer Schuss. Vom El Janussi. Iten. Valanta kommt durch. Das hätte eigentlich faul können gehen. Und dann Mohamed. Nicht Tarek, hä? Mohamed El Janussi. Genau durch die Lücke. Suet. Aber leicht abgefälscht, dass so ein bisschen zu spät dran. Janussi. Das kennen wir doch schon. Valanta. Gut, er ist Verteidiger, das zählt nicht. Es kommt zum Wechsel. Tielemans geht raus und nein, Tielemans kommt hier mit dem Fuß zusammen. Der Föhn geht gar nicht und ja, bin ich müde, was läuft? Geht um Pianoson kommen. Pianoson wird nicht so eine gute Partie heute. Die Wechsel sind gemacht, trotzdem nehmen sich Basel-Spieler auf, das finde ich auch wieder lustig. Oh nein. Drakowski mit der Hand dazwischen. Narsing macht das 2:1 noch Minuten zum Spielen. Nein, spielt sie 3 Minuten. Und jetzt werden es wahrscheinlich voll auf Angriff setzen. Wir setzen sofort auf Konter. Das hätte ich jetzt gut, oder? Warte, bis der Bua da startet. Bua. Holt der Penalty nicht raus. Durch, aber wir gewinnen das Spiel mit 2:1 gegen PSV Eindhoven. Und Bayer Leverkusen gewinnt auch mit 2:1, das heisst, wir bleiben Führende. Spieler verletzt, schauen wir jetzt nachher an und dann simulieren wir das Spiel gegen Thun. Das ist nicht ganz 3 Wochen Ausfall, okay? Gut, dann geht simulieren mal das Spiel. Der Gofzi, Chaka Saar, Balanta, Janko Gol, Stocker, wo jetzt ist Tielemans, Steffen und Embolo wieder zurück. Natürlich. Das ist bei der Gold ein bisschen hinter. Munzi und Puss spielen natürlich mit Wiese, Hediger und Munzi schießt das 1:0. Embolo gleicht aus. In der Halbzeit tun wir skippen. Und wir machen jetzt 2:2 am Schluss. Auch gut, Sio gewinnt mit 2:0 gegen Zürich. Schauen wir mal gerade auf die Tabelle. Immer noch 4 Punkte. Die Jungen wieder mal trainieren. Und Hunziker steigt in 3F. Leck mir. Also Hunziker und Baumann bleiben bis sie 60 sind. Und dann tun wir nochmal wechseln. Also Suchi will anscheinend gehen. Und dann Ruma will da. Wieder Trainingsverletzung. 8 Wochen. Ja, super. Muskelfaserriss. Nein, das sehen wir nicht übernehmen. Und dann Ruma will wieder spielen. Ich gehe nicht zu viel mit seiner Rolle. So. Scouting Update. Xhaka gehalten. Also Xhaka gehalten schon. Uff, der andere ist doch. 15 hat verpflichtet. Jetzt habe ich auch auf Position geschaut, aber jetzt müssen wir ein bisschen Verträge anschauen. Xhaka will natürlich auch ein bisschen mehr Money. Ist der ein ZM? Nein. Bin ich blind? Bin ich blind?
Ja, ZDO. Ah, noch ein Z1000er. Gut. Dann will ich gerade schauen, Jugendschule da. Nein, warte. Der 63er. Ah, das darf ich aber noch nicht nehmen. Leck mir am Arsch, ist gut. So. Drum haben. Da noch muss spielen jetzt. Dann wir ein bisschen wechseln. Der dafür bei alles, aber nicht gut in Form ist. Franz kommt auch wieder. Hier für den Boa und der Oxford auch hier für Fernandes. Dann müsste das so gehen. Eieiei. So, gegen Luzern die Hai 4. Dezember. Die spielen. Wow, Tielemann. Steffen gemacht, aber das heißt, und sie hat 11 Meter verschossen. Iten kommt hier, macht das 2-0 mit uns geben und Iten mit doppelter Schütz. Als doppelter Schütz. So. Da spielen wir nur noch gegen Juve, das ist die Folge schon fertig. So, auch die 3 einfach nachher muss etwas gemacht werden. So. Dann müssen wir für skippen. Schauen. Daten natürlich motivieren. Er hat den Vertrag verlängert, das ist auch gut. Und jetzt sehen wir uns wieder im Spiel gegen Juventus. Obwohl mir ist gerade auffallen, bei Leverkusen kann sowieso nicht mehr auffallen, das heißt wir sind sicher mit Eindhoven weiter. Also obwohl, nein, Bayern kann nicht gegen Eindhoven können. Das heißt, wir können es simulieren eigentlich. Simulieren dann bis zum 1. Januar noch. Also Moa führt, wir verlieren 2-1 geschafft mit Rot, aber für uns ist es egal. Das Einzige was gefragt ist, ob wir dann trotzdem noch Erster sind oder nicht. Dann simulieren wir noch bis zum Cup-Spiel. Das spielen wir noch und dann beenden wir die Folge. Also, bis nachher. So und herzlich willkommen! Sio empfängt der Schweizer Meister FC Basel und das im Cup. Mein Name ist schon willkommen auf dem Kanal Italiano und willkommen zum letzten Spiel von dieser Folge. Im Viertelfinale trifft FC Sion auf Basel Luzern auf Thun, IB auf GC und St. Gallen ist der erste Halbfinalist, der sich durchgesetzt hat gegen den FC Ivanchak für das Team von Kirsten Constantin auf dem Platz. Sion natürlich eines der besten Mannschaften in der Schweiz. Haben vor 2 Jahren Basel rausgeschmissen und dann im Finale im St. Achim Park geholt. Das ist die Aufstellung von der Sittener. Sieht nicht so speziell aus im Gegensatz zu der vom FCB. Wir sehen ganz viele neue Gesichter, ganz junge Gesichter, andere Aufstellung und das ist die Aufstellung. Balati, Akanji, Hög, Oxford, Ali, Ben Gaber und Franz. Als ZM Poetius, einziger Stammspieler. Dann Itten, Hunziker, Baumann vorne in das 4-3-3 und Poetius leitet das junge Team, obwohl er auch selber erst 23 ist. Der älteste auf dem Platz ist der Weilati, der Goalie natürlich eins der ältesten Herren im FC Basel. Und dann würde man sagen, los geht's in diesem Cup-Spiel. Seite gegen Basel. IB führt mittlerweile gegen GC mit 1-0. Die andere Partie ist mit 0-0 noch. Itten versucht sich jetzt gerade durchzusetzen, macht das aber gut. Itten. Wow. Itten. Immer noch Itten.
Aber zurückgelegt auf Boetius. Der wird am hier Schusstrag hindert. Gibt aber keinen Vorteil. Jetzt hier mit dem Konter. Starker Start. Der Baumann, Teamkollege, macht das gut. Baumann! Baumann Sajuba! Gute Chance jetzt! Hunziker wäre wahrscheinlich mit. Ja, nein, nicht gerade, aber der Boetius wäre in der Mitte eventuell frei gewesen. Gute Chance vom Baumann, der wo jetzt Ecke treten darf. Oma Gaber. Aber Sajuba macht aber wieder echt gut. Baumann. Wow. Boetius. Boetius, Ball jetzt durch. Hunziker. Wow. Kann es doch jetzt faul gewesen. Boetius. Ah, aber ein paar Schuss. Hunziker. Ali gefoult! Das macht er sehr gut. Da will der Konate Fallrückzieher machen und Ali kommt dazwischen und natürlich geht er da. Aber natürlich, wenn er versucht Fallrückzieher machen. Schlau gemacht von Ali und Boetius. Darf jetzt antreten oder doch nicht? Doch, Boetius bleibt dran. Und Sajuba hält, das ist doch nicht ganz dicht. Sajuba hält sie ja immer noch am Ball, aber schlechter einen Elfmeter von Boetius. Baumann. Passimenti, nochmal Passimenti. Nochmal Passimenti, aber nein. Nein, das war eins zu viel gewesen. Kommt zum ersten Doppelwechsel bei den Basler. Der Sporar und Bua kommen die für die zwei Jungen, Hunziker und Baumann, also Junge für Junge. Mal schauen, ob der Sporar es besser als der Hunziker machen kann. Aber was also der Winter zum Sporar, Sporar Sajuba! Jetzt kann es schnell gehen, jetzt muss es schnell gehen. Ali, super gemacht, Sporar wird da eingesetzt. Oh, und Boetius kann es nicht mit dem Kopf. 6 Minuten noch, immer noch 0:0. Was für ein Goal! Ethan! Ethan macht's! Ethan macht's! Und was für ein Hammer! Mit dem Siegfallziel perfekt abgenommen. Sporer duckt sich noch so schwer wahrscheinlich seinen Kopf abziehen. So hart wie der Schuss kommt und Ethan macht das 1:0. Auf der Seite. Wird da runtergerätscht von Oxford. Gut gemacht. Und es kommt zum letzten Wechsel. Bjarnason wird einkommen für den Boetius. Nach seinem verschossenen Elfmeter natürlich kein gutes Spiel gewesen. Also, so ist es eigentlich gut gewesen. Außer halt 11 Meter. Bjarnason war nicht schlecht im Fall, ich kann jetzt beweisen, sondern gut im Fall für 3 Minuten. Latti jetzt. Fransson. Gut gemacht. Schickt jetzt Bjarnason. Macht der Bjarnason alles klar? Ja, er macht alles klar. 2:0 für den FCB und das will der Fransson am Schluss noch gut eingrätschen. Schickt den Bjarnason für den Bjarnason hat da lange Zeit. Der Juba kommt nicht raus und macht eigentlich dem Isländer einfach zum Goal machen. 2:0, also für den FCB. Und es ist vorbei. Basel zieht. Ganz klar, aber auch knapp. Mit 2:0 ist Halbfinale. Ja. Mit der jungen 11, was man beweist, dass die Jungen vom FCB da sind, wenn man sie braucht. Bjarnason mit dem letzten Goal in den letzten 3 Minuten. 4 Minuten war schon drin und hat 1 Minute gebraucht, um ein Goal zu schiessen.
24 Schüsse haben wir am Schluss gebraucht. IB auch weiter und Thun setzt sich im Elfmeterschiessen gegen Luzern durch. So, dann beenden wir die Folge jetzt dann gerade. Jetzt nochmal das letzte Training, hoffentlich das mal KF, sonst hau ich da raus. Gut, lasst doch mal auf mich. Iten knapp von 64, Buch von 65, Bauern von 60, Schworen von 62 und 100er bald auf die 60. Jetzt gehen wir noch schon durch E-Mail durch. Wir bekommen 62.000 Euro, Franken. Jetzt gehen wir weiter. Holland, keine Lust. Aber es wird die letzte Saison sein beim FCB, das müsste auch für euch klar zu wissen sein. Wir machen jetzt nochmal schon weiter bis zum... Hallo? Ist jetzt gerade ein Lag gegeben? Hallo? Jetzt hat das Spiel aufgehängt. Abbrechen. So, jetzt. Hat er gerade ein bisschen aufgehängt im Spiel, hei. Folge geht jetzt etwa 23, 25 Minuten, so wie ich gezählt habe. Iten steigt auf 64, gut, bald auf 70, hoffentlich noch. So. Dann weiter bis zum 1. Januar haben wir gesagt. Stoppen wir wieder. Jetzt schauen wir, dass wir hier die Stärke ein bisschen noch stärker machen. Also, nein, nicht, obwohl... Nein, Embolo will etwas anderes machen. Chancenverarbeitung vielleicht. Aber das hat er schon gut. Aber Schuss. Dribbling da, haben wir auch gut. Dann der Baum. Oh, da Marki, das ist natürlich ein Marki, will ich glaube voll pushen. Das soll gerade ein bisschen Pass noch. Was ist das überhaupt? Das ist schon ZM, oder? LM sogar, okay. Dann Fall noch Chancenverarbeitung und der wird jetzt richtig gut süchtig und dafür bekommt er Donnarumma, wo ich auf 70 will haben. Noch ein paar Trainings. So, mal schauen, was der Maki macht. Ja, jetzt im ersten Training. BBC, das ist gut, Ember mit dem F, wieder mal enttäuschend, aber also der Maki wird eingesetzt, sobald er 16 wird, hoffentlich noch bevor wir da werden abbeenden die Folge. So, wir könnten zwar Spiele verlieren, das ist überlassen, aber Janko, das ist uns egal. Suche bleiben, das ist wichtig, Donnarumma ist viel glücklicher jetzt, dass er eingesetzt wird. So, und 1. Januar haben wir erreicht. So, Monatsbericht. 64 hat er jetzt schon erreicht und 77 Potenzial bis 94. Ja, das wird ja auch super. Dann das Iten können wir also für die nächsten 4 Monate vergessen. Super, Brasilien, nein. Und dann rum geht das Sanzio-Angebot. Der darf für 20 Millionen gehen. So. Das ist für uns egal und das ist auch für uns egal. So, letztes Training nochmal. Embolo steigt auf 81 und der Maki macht ein paar Dinge gut. Hat schon 89 Ballkontrolle bald. Leck mir, und Ausdauer ist auch recht stark bei ihm. So, jetzt gehen wir, was vielleicht euch interessieren wird, auf Spieler verkaufen. Welche Spieler werden wir natürlich jetzt verkaufen, welche nicht. Da sehen wir nochmal im Überblick, wer alles verkauft wird. Es sind insgesamt 8 Spieler. Verkauft werden, schauen wir, wer geht, holen wir natürlich neu. Wenn ihr es wünscht, dann schreibt es in die Kommentare. Wir sehen das also beim nächsten Mal vom Karrieremodus am Montag wahrscheinlich, also sogar früher mal schauen. Oder es gibt eventuell einen Livestream am Sonntag, das kann ich euch mal sagen. Vielleicht gibt es am Sonntag am Mittag etwa einen Livestream, wo 3-4 Stunden wird gehen und dann spielen wir wahrscheinlich FIFA. Sind gespannt drauf, ich werde es auch sagen auf Facebook und auf Twitter, wer nicht am Folge ist, schaut doch dort mal rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal also vom FIFA Karrieremodus. Bis dann und ciao zusammen.